Ich würde es feiern, wenn ihr vorher ein kurzes Gegebenheiten-Video macht, in welchem ihr vielleicht so allgemeine Dinge schon mal erklärt, um die Zuschauer mitzunehmen. Zum Beispiel, was sind Gefahren, was wächst in der Region, bla, juckt. Alter, 80-90% Luftfeuchtigkeit bei Temperatur bis Frost, das ist hart, wird richtig reinhauen. Das, was er sagt, das, was er sagt. Wie lebt Hugo noch? Hey! Herz von Severus Wild? What the frick? Vielleicht nach einem ersten Tag raus oder er hat es geschafft, man weiß nicht. Einfach Let's Hugo skippen, Ah, hier leider. Oldoli leider einfach Let's Hugo skippen. Wie Knossi und Sascha in Staffel 2. Spielregeln brechen, Team kontaktieren, drohen, dass man rausgeht, wenn es nicht so und so läuft. Was labert er? Hä? Bruder, wirft mir jetzt schon Sachen vor. Und es ist nicht mal losgegangen. Ha, wie cool, ich bin so hyped, am meisten wegen Hugo. Boah, Gänsehaut, Digga. Gänsehaut, warte, ich filter mal meinen Namen wieder. Tag 5 liegt Footage. In die Fresse. Bro, ey, ich muss ganz kurz an der Stelle kurz anmerken, dass es peinlich von Dave ist, dass er an Tag 1 rausgegangen ist in Schweden. Alter, es tut mir so leid, Johannes. Mein Magen hat gerade eben angefangen und ich bin an Tag 2 rausgegangen. von uns von Kopf bis Fuß ausgestattet hat. Meine zwei. Ich hab den. Digga, oh mein Gott. Oh, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Bro, ich hab letztens beim Treffen nochmal gesagt, nochmal gefragt, wie dieses Teil heißt. Er hat mir den Namen gesagt und jetzt hab ich wieder vergessen. Wie heißt dieses Scheißding nochmal? Nein, nicht GPS. Walkie-Talkie. InReach heißt das Scheißding. Alter. InReach, Digga, zu diesem InReach-Ding habe ich auch nochmal eine richtig geile Story, die kann ich aber leider erst erzählen, wenn die Folgen rauskommen. Habe ich aber eine geile Hashtag-Story. Okay, ich google mal. Was? Neuseeland? Das hätte ich nicht erwartet. Überrascht mich ähnlich sehr wie die Bekanntgabe von Hugo. Ich bin gespannt, wie Hugo das mit der Kälte gemacht hat. Hugo bei den Wetterbedingungen. Ihr seid ja verrückt. Oder ganz kurz, Digga. Warum ich bei diesen Wetterbedingungen? Bin ich bekannt dafür, dass ich rumheule, wenn es kalt ist? Also ich finde kalt scheiße, aber ich bin auch nicht bekannt dafür. Naja, wie, was, naja. Für Aufgeben, ja, fürs Aufgeben bin ich bekannt, ich weiß, aber weil du das Allgemeinwissen von einem Baum hast, darum. Mhm. Folge 1, Joey Vogel greift Orks an, Hugo wird von Urukais gejagt. Leute, uns erwartet was. Hugo bester Teilnehmen, alle, die was gegen ihn haben, sind neidische Neidmenschen und nix genau. Ey Bro, danke für die Verteidigung, aber Bruder. Kannst du mich nächstes Mal mit richtigem Deutsch verteidigen? Bitte. Hugo hat es sicher Spaß gemacht, ja, ja. Gibt's da Bären, Weibchen? Wenn ja, müssen die wegen Hugo aufpassen. Digga, das ist ein krasser Kommentar. Ah, wie cool, ich bin so halb am meisten wegen Hugo. Gänsehaut. Hugo wird das packen, Gänsehaut. Hugo wird so an Tag 2 irgendeine giftige Pflanze gegessen haben, Gänsehaut. Digga, das ist krass. Geilste Location bisher, aber ganz ehrlich, wie konnte man diese Teilnehmer für diese Location wählen? In Klammern Rede von den Pappnasen, die keine Ahnung von Survival haben. Vor allem Hugo und die Dicke. Digga, das ist krass. Und Bill Fritz einfach nicht dabei. Genau im Winter wäre es doch richtig geil gewesen. Hugo geht Snowboarden fahren beim Schnee. Oh, das ist krass. Das ist richtig respektlos. Ich habe irgendwie auf Insta gesehen, ist irgendein Severus White Bild geleakt worden oder haben die das selber gepostet? Ich schwöre, ein Bild wurde geleakt, Jungs. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen von allen Teilnehmern, wie wir unsere Sachen anhatten.
Ich weiß sogar ganz genau, wann das Bild geschossen wurde. Wo habe ich das gesehen? Ich check's nicht. Glaub im Traum. Nein, ich schwöre, ich habe das gesehen, Jungs. Ich verarsche euch nicht. Vielleicht war es sogar unter dem Kommentar. Jungs, ihr müsst den Kanal da durchsuchen. Irgendwo war ein Bild. Irgendwo war ein Bild. Ich schwöre, ich habe das gesehen. Oder habt ihr das aus Versehen kurz online gehabt? Location. Wir sind nicht mehr auf einer... Nein, Real Talk. Ich verarsche euch nicht. Es gibt ein Bild vor der Aussetzung. Und ich rede jetzt davon die ganze Zeit, weil ich schwöre, es wurde geleakt. Real Talk, ich glaube, jemand hat es in die Kommentare reingepostet, das Bild einfach. Und vielleicht wurde es wieder runtergenommen. Real Talk! Ich glaube, es wird runtergenommen. Oder habe ich das privat geschickt bekommen? Ey, Jungs, ich gehe ganz kurz kacken. Und Joey Kelly, ich guck gleich. Ich guck auf meinem Handy kurz. Ich gehe ganz kurz kacken währenddessen. Oh, ich hab gefurzt gerade. Scheiße. Ist auf Twitter. Wenn ihr habt, schickt. Digga, das ist das Foto. Digga, von wo kommt dieses Foto? Ich hab das gesehen, ich dachte mir, Bro. Von wo kommt dieses Foto, Digga? Digga, Real Talk, und ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, als ich das gezeigt habe. Weil anscheinend haben die das wirklich direkt gelöscht. Oder war das irgendwo zu sehen, das Foto? Aber Digga, guckt euch ihn ja an. Warte. Hier. Bro, ich bin mit dem Hut reingegangen, Jungs. Mit dem Hut bin ich reingegangen. Das war das Dümmste, was ich jemals machen hätte können. Richtig happy, Bro. Ich hatte Eierflatter des Todes da. Also ich glaube, es ist egal, wenn ich das sage. Das hier... Seit 7 Monaten nicht vorgelesen. Let's Hugo Cheer. Ja, ich halte meine Fresse. Hi, Ron Einfries am 7. Dankeschön. Aber ey, wie findet ihr? Digga, es kommen so scheiß viele Erinnerungen hoch, ihr checkt nicht. Ich könnte jetzt so viel sagen zu diesem Bild, aber ich... Ja. Ich kann aber jetzt über meine 8 Items unter Hut. Bro, eine Sache kann ich sagen. Okay, eine Sache sage ich, weil es lustig. I guess es ist so egal, wie ich das sage. Ich habe an jedem Kleidungsstück, was ich da gerade trage, die Etiketten dran gelassen, damit ich die irgendwie reusen kann. Also ich habe überall die Etikette einfach dran gelassen. Vom Kaufen. Ich habe gekauft. Ich habe die Etikette einfach dran gelassen. Also unter meinem Hut war die ganze Zeit eine Etikette. Hier meine Jacke, links habe ich die so reingemacht, war eine Etikette. Unter meinen Schuhen. Aber es war nicht geheim. Also die wussten das. Die wussten, dass ich das habe. Stell uns doch mal deine Kleidung vor. Ja, Real Talk, eigentlich kann ich jetzt machen, oder? Egal, 42 Monate. Eigentlich schon. Also was spricht dagegen? Aber ich kann es jetzt auch sagen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich vor den 3 Wochen in Köln war und einen Tag offline war? Ich bin mit Stegi und Fabo Kleidung kaufen gegangen. Die dümmste Entscheidung meines Lebens. Und wir haben alles aufgenommen, also es kommt noch auf YouTube. Bro, ohne Experten. Ja,
Ohne Experten. Ja. Digi League, nein. Der Hugo, ich hab den einfach gemocht. Ich hab den einfach gemocht, wo ich den kennengelernt habe. Ich habe ihn einfach gemocht. Der war so herrlich verpeilt. Der war so herrlich durch den Wind. Der war sowas von relaxed, was das Ganze angeht. Nee, nicht wie ein eigener Sohn, aber wie der durchgekriegt. Äh, 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 ich sag nix. Das ist zu. Ich weiß nicht, was man. Digga, also Real Talk jetzt, von wo kommt dieses Bild? Ich check's nicht. Liegt nicht so viel, ja, wir reden auch jetzt nicht mehr drüber. Ich frag mich halt wirklich, von wo dieses Bild kommt. Gab wohl ein Leck? Aber wie? Bro, das Foto hat jemand von einem Team gemacht. Du auf dem Teilnehmerbild. Bro, hä? So krass anders sehe ich jetzt nicht aus, finde ich. Digga, ich sag sogar ehrlich, Julia sieht so aus. Also, das Outfit war crazy, aber wenn die jetzt mit dem Meme kommt, dann würde ich eher sagen, dass Julia so aussieht. Amazon hat das Bild bei Facebook gepostet. Alles klar, Digga. Das ist krass. Mann, Digga, es kommen so viele Erinnerungen hoch, wenn ich dieses Foto sehe. Lass mich kurz mal einen Moment, ja? Digga, wenn ihr wüsstet, was ich da trage, dann ihr checkt nicht. Ihr checkt Real Talk nicht. Lies die Beschreibung. Ja, kein Bock jetzt. Es wird zu lang. Julia, gib mir diese Vibes.